Also willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ja, in den letzten Folgen in Part Nummer 30 haben wir den dritten Tempel abgeschlossen und den Urzeitfisch platt gemacht, der, wie gesagt, ziemlich einfach war. Haben die erste Phase aber ein bisschen schwierige in Erinnerung gehabt, aber ging trotzdem ganz locker. Und die zweite Phase ist eigentlich sowieso einfach, wenn man es halt weiß, es geht, wie gewohnt. Tiamin hat jetzt alle 3 Schattenkristalle beisammen, wir in diesem Sinne auch. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht's weiter, wa? Und, naja, also, ich kann schon mal sagen, ihr könnt euch von Link, diesem Outfit hier, ein bisschen verabschieden. Denn hier wird es noch sogleich eine grandiose Änderung geben. Und zwar eine Änderung, wo ich mir aber nur damals gesagt habe, bitte was? Aber ja, man wird es gleich sehen. Jo, bin ich, wir haben alles. Ah, die Frage kommt nicht umsonst, Leute. Will ich das Spiel speichern? Ja, will ich denn? Nee, will ich eigentlich nicht, aber muss leider sein. Ganz kurz noch überlegen, wobei ich dachte gerade, ich hätte schon gespeichert. Oh, nur gerade vergessen. Na gut, speichere es mal. Zanto! Ja, Mann! Wir haben Hilfe von Ranel! Jetzt bist du fällig, Zanto! WTF? Was denn das für ein Auftritt gewesen, Ranel? Oh nein, wieder Schattenkäfer farmen. In der Wolf. Zanto! Dass du es wagst, dich mir mit einer so altertümlichen Magie entgegenzustellen. Midna, du törichte Aufrührerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein? Das ist nicht lache. Und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Autsch! Meine Magie, mit der ich die Schatten beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Was steckt mir da in der Stirn? Das kann nicht gesund sein. Sag, Midna, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts, eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen. Und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du? Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Wie jetzt?
Ranel, was tust du da? Das ist nicht gut für mich, ne? Das ist... Ah! Und wir sind auch weg. Was ist denn das für ein Auftritt von Ranel? Alter, mitten an die 3 schattigen Kristalle, wir, ein auserwählter Held, plus Ranel und Santo. Ihr seid kein Problem für mich. Toll. Schon wieder ein Wolf. Oh, die sehen nicht gut aus. Michael, auserwählter Held. Ja, du und dein Auserwählt. Was war das gerade, Ranel? Was war das für eine Scheiße? Alter, kein Verlass auf die Lichtgeister. Santo einfach so, komm hervor, geh zurück. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist. Im tiefsten Herzen der Finsternis. Und wenn du wieder zurück. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir die Schatten geraubt haben. Ja, nee, ist klar. Das Lichtgeist kann zwar eine Pfeife rauchen. Die können mich nur zurückverwandeln, wenn... Oh, das sieht echt nicht gut aus. Mit Licht vollgepumpt oder so. Bitte beeil dich. Schnell. Okay, keine Späße mehr. Schön, irgendwie hat Ranel trotzdem geschafft, dass die Lichtfelder zurück ist, nicht mit den Schatten versunken ist. Ist ja schön, immerhin etwas. Aber ganz ehrlich, das Vieh ist doch zu nichts zu gebrauchen. Die Lichtgeister sowieso, nö, wir können deine Gestalt nicht zurückgeben. Nö, sorry, du musst erst da die Schattenkämpfe platt machen und so Licht zurückbringen, dann geht's. Und jetzt, ja gut, das hast du zwar gemacht, aber ist trotzdem gerade scheiße, geht nicht. Und denke ich auch nur so, verdammter Mist, hey, was können die überhaupt? Tja, so die Frage, wie kommen wir überhaupt ins Schloss rein? Wir sind ein Wolf, also natürlich, wenn wir hier zurück am Marktplatz und so gehen, die sehen uns natürlich, sie sind ja nicht mehr in der Schattenwelt. Und daher werden wir uns sicher nicht gerade ins Schloss lassen zu Zelda. Aber wir erinnern uns ja, dass mal vor geraumer Zeit, ich glaube eine Katze war es, die was gesagt hat. Ja. Eben zu Zelda gehen können wir direkt vergessen, das klappt nicht. Wobei ich mir gerade frage, hat es überhaupt noch Wachen da? Das wäre doch mal eine Prüfung wert. Nö, die greifen uns direkt an. Okay. Gut, Mieter sehen sie natürlich auch, wa? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sehen vielleicht schon ein bisschen creepy aus. Ein Wolf mit einer Mieter drauf. Wie kann mir eben... Ja gut, versuchen wir es mal, wa? Da war sogar Themen gesagt, dass bei ihr irgendwie ein geheimer Keller führt direkt zum Schloss. Ja gut, ich glaube nicht, dass es klappt, Leute, weil ganz ehrlich, wir können zwar reingehen, aber wir werden uns sicher rausschmeißen. Hallo? Gut, das klappt nicht. Warte. Hm? Blub, blub. Du bist Michael, oder? Du kennst mich? War doch gleich klar. Der gleiche Geruch. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in diesem Laden getroffen, erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, wie du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Das war nicht unbedingt meine Absicht. Schon mit Verletzten unterwegs? Das ist eine Art Hobby von dir? Ja, ungefähr. Bitte, wir müssen.
Prinzessin Zelda. Kommt hier entlang. Die Dachkammer führt dann Wege in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Können Menschen erwischen, gut, das zum einen, zum anderen, ja, wir können jetzt nicht auf Midnas Hilfe zählen. Ihr geht es nicht gut. Ja, dann versuchen wir es mal. Kann ja nur schief gehen. Abgesehen davon, wir haben 9 Herzen. Hallo? Noch ein Soro natürlich erwischt, ist nicht gut. Mal scherzhalber so ein paar Dinger fallen lassen, war. Nee, ich glaube, das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Was kann lauschen? Er gehört nicht in die große Stadt. Interessant. Das hatten wir schon. Ja, hier ein bisschen schwieriger. Ganz vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig. Das Monster auf der Brücke. Man erzählt sich, das hat ein Bekannter von Telma erledigt. Also dieser Michael, der Telma ihre Bekannten nach Kakariko begleitet hat. Dass es in Hyrule noch so Kerle gibt. Er hätte doch nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Und Silso kommt aus einem kleinen Dorf in Latuan. Da kennt doch keine Angst. Naja, ich stamme eigentlich schon aus Hyrule, von dem her, wegen Hylia und so. Aber anderes Thema und ist ja auch schon viel zu lange her. Wo denn jetzt? Wow. Okay, da klappt so nichts. Aber jetzt sehen wir ihn. Ein Fangstoß als Wolf, ist klar. Du hältst eine Geisterseele. Die einzelne Seele besiegt der Geist findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Ja, Leute, jetzt können wir endlich Geisterseelen farmen. Wir sind genau da. Sehr schön. Oh, danke, dass du den Geist besiegt hast, Kleffer. Darf ich doch so nennen, oder? Man nennt mich Giovanni. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele an Dämon verkauft habe, sich so aus wie jetzt. Geld gebraucht, Dämon verkauft. Dämon. Einen Dämon kennen wir auch aus Skyward Sword, aber ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Mein Kater Kilgore sitzt in meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Alter, diese alte Anspielung auf König, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der alles, was angefasst wurde, hat so Gold und deswegen ist er verhungert. Eine Bitte an dich, Kleffer. Kannst du hier rausgehen und sonst mit den Geistern jagen, die sich in Dunkelheit verstecken? Ja, in meine frühere Gestalt zurück. Jo, Mann, dankeschön. Ja, Freunde, 20 Stück brauchen wir. Wobei, so... Ne, das sehen wir noch, wenn es weit ist. Jetzt kommen wir jetzt ran, dann kommen wir nicht rein. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Ich dachte gerade erst mit echt, die müsste irgendwie erst ein bisschen wühlen. Wo bin ich denn jetzt? Aber schon mal erwähnt, dass ich die Strecke hier hasse. Vor allem als Wolf. Ah, so. Ja, komm nur. Klappt nicht so, wie ich es gerne hätte, wa?
Noch ein bisschen abwarten. Na, komm. So, nächste Spinne down. Ich hasse die Viecher, ey, weil sie so groß sind, aber okay. Beeilen wir uns. Oh. So, okay, ich hoffe, der ist der noch an. Ja, der bleibt an. Gut. Na, halte durch, halte durch. Wir tun, was wir können. Ist auch schon alles eingestürzt. Wo ist der letzte? Ist aber kaum da oben sein. Oh, ja, scheinbar schon. Ich dachte, jetzt würde er irgendwie da weitergehen. Aber gut. Na, komm hoch. Das Y wühlen. Betan den falschen Ort vor allem. Och nö, jetzt sind wir hier wieder. Ja, einen Ort, den ich gar nicht vermisst habe. Überhaupt nichts. Ich schwören können, ich bin ausgewichen. Aber kein Problem, denn wir haben noch eine Fee. Hier ist eher ein Problem für uns, wenn wir hier ein bisschen zu gestürmt sind. Da fallen wir direkt runter. Mann, Link, halt doch mal fest. Die alte Midna, die arme Midna, ey. Wie kann diese eigentlich festhalten? Fragt man sich in so einer Situation natürlich. Gut, Zelda kann uns die Gestalt zurückgeben. Ich meine, fragt man sich natürlich, warum kann sie es jetzt plötzlich? Ich meine, klar, es ist das Triforce der Weisheit, schön, und das hatte sie damals auch schon. Da hat sie auch gesagt, nö, geht nie. Gut, da war noch Vanille im Finsternis gehüllt. Da liegt der Fall natürlich ein bisschen anders, wa? Den Herz abgezogen. Mann, der wollte einfach nicht runterfallen. Alter, das Wolf ist teilweise echt so scheiße gemacht hier. Versuchen wir hier unser Glück. Du ja lieber er als mir, fliegen da runter. Diese Schattenviecher sind ja nicht mehr da, da wissen wir ja. Da gibt es Pendants jetzt dafür. Da war ursprünglich auch noch ein paar Herzen drin, aber gibt es jetzt nicht mehr. Ah, Link, spring einfach mal rüber. So, lieber ein bisschen vorsichtiger, er kennt mich ja. Ja, jetzt muss ich so machen, weil er kann mit Minas Hilfe nicht zählen gerade.
Noch einen hier. Mir egal, machen wir sowieso keinen. Rein da. Und zum zweiten Mal bei Zelda. Zelda, wir haben ein Problem. Midna geht schlecht. Ich bitte euch, verratet uns, wie ihr den Fluch brechen, der auf Michael liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Michael von seinem Fluch erlösen. Ja, in der Stirn ist es. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. Alter, so eine starke Kraft, dass sogar sie es nicht brechen kann. Wobei, wenn es so eine Kraft ist, nicht die Magie der Schattenwelt, diesen Einschweifersfragment nicht ausreicht, können wir uns erdenken, was dahinter stecken könnte? So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Geht in den heiligen Hain, tief in den Wald, der vom Lichtgeist Faron geschützt wird. Dort findet ihr das Master-Schwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert, das Böse bannen. Also die Weisen geschmiedet, das waren wir früher, einfach für das Leben und so weiter, mit den 3 Göttinnen, ihren Flammen und so weiter. Wir kennen es ja. Das Master-Schwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Jo, wir sind Held, bei uns geht's. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Michael, den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden, dem Triforce der Weisheit. Ist das nicht wunderbar, Michael? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Für all diesen Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Der Schattenspiegel? Wisst ihr, Midna? Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. So viele Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, Midna, nehmt dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Michael, halte sie auf! Was macht sie denn? Sie löst sich auf? Was zum... Wieso? Warum? Wir müssen zurück, Michael. Zurück in den Wald von Faron. Schnell! Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Oh mein Gott, was hat Zelda getan? Hat sie Midna echt das Triforce der Weisheit übertragen? Scheint fast so, wa? Was zum...
Das ist aber kaum Santos macht, wa? Zähnefletschen. Na komm, hopp, hopp. Wobei, wir sind jetzt ein Wolf, wir können uns doch theoretisch zurück teleportieren. Aber durchaus eine epische Szene, Freunde. Midna kann jetzt auch in der lichten Welt existieren. Und eben daher denke ich echt, dass die einzige logische Erklärung wäre eigentlich wirklich nur die, dass Midna jetzt irgendwie von Zelda das Triforce der Weisheit bekommen hat. Alles andere wäre irgendwie unlogisch. Ja, natürlich irgendwie keine Herzen dazu. Herzen generell halt, jetzt das, ja, wie auch immer. Gut, wir müssen also nach Falvon, ne, ist klar, in Heiligen Hain, irgendwo da. Noch ein paar Zeit-Events, es aussieht, geil. Kann ich eigentlich porten gehen? Natürlich auch. Die Frage ist genau, wohin gehen wir erstmal... Vielleicht erstmal Falvon-Wald Südloch. Also ein bisschen mit dem Waldgeist quatschen, weil der müsste uns ja eigentlich sagen können, wo der Heilige Hain sich befindet. Und jetzt natürlich haben wir irgendwie... Naja, wie soll ich sagen, ein Logikproblem. Denn Twilight Princess spielt nach Ocarina of Time Majora's Mask. Denn Ocarina of Time war doch das Master-Schwänze der Zeit. Wie kommen sie jetzt hier hin? Im Wald von Falvon, wie kann das bloß sein? Dazu gibt es, glaube ich, keine offizielle irgendwie Erklärung, aber ich habe natürlich meine eigene Theorie und kann sich eigentlich schon selber ein paar Gedanken darüber machen. Aber das und vieles mehr hier in Wolfsgestalt mit Midna, mit irgendwie seltsamer Kraft und so, keine Ahnung. Bis nächste Mal bei Twilight Princess HD. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen. Wo könnte er wohl sein?